Militärmusik mischt oder Kooperation mit der Stadt Lützenburg und den nochmal LCD, wo wir halt sehr viel Konferenz quasi aufhängen. Haben wir einen Konferenzzyklus gemacht, einerseits für 80 Jahre Rennoffensiv, andererseits im Nobel Musik selber, der 40 Jahre schon gefeiert wird, da fangen wir schon im September 24, weil 84 was die Musik abgemacht. An dem Moment haben wir auch wieder eine nächste Feier gesehen, sich orientiert auf fast feiern an der Allerseerei, wo wir den nächsten Tag recht Ummeldungen werden rausholen, mit auch das geht mit der Verwendungskultur, die eng verknüpft aus der Musik zu feiern und aufzustellen, an dem quasi auch an Geschichte von Musik zurückzusprangen, weil der Feiertschüler bedeutet quasi auch, dass auch von euch schon historische Fotos gehen und auch historische Filme und wir werden da durchsprangen. Wir kommen aber das alles, wieso wir heute sind, und das aus dem deutschen Kriegsgefangenen als Landarbeiter in Luxemburg. Und ich will jetzt kurz darauf angehen, wen auf der Podcast fehlt, wo wir ganz verstopft sind, dass alle die falschen zugesucht wird. Neue Falschen, also von den jungen Historikern, die wirklich motiviert und sehr gerne sind, zu Freiburg studiert, Bachelor zu machen und in der Zwischen in Hauser gelöst. Und zwar ein ganz wertvoll, dann schlussendlich bei unserem Militärmuseum, wo wir zusammen als Volontär vom Service National der Jeunesse eben darstellen und schon dürfen, was abgebaut wird, und auch dementsprechend so das wissenschaftlich echt Sammelband, dem uns Modell rausgehen wird. Du hast schon am Anfang ausnehmend ein Absch getrollt, ein Thema, was man vorhin schon umgeschrieben hat, unter Thierry Paulus, den auch schon über Krieg gefangen hat. Der hat die alle echt Absch, ein Lützburg Aufschlussabsch drüber geschrieben wird, wie du immer so hast, in der Masterabsch, dass du nicht genug Platz für die Thematik kriegst, also größer genug auszubauen. Und du hast den neuen Falsch da sehr umgeholt und sich selber die Masterabsch auf die Licht geholt und eine neue Thematik für den deutschen Kriegsgefangenen zu Lützburg ausgeschafft. Und du hast während gesucht und ich gebe so einen wärmen All drauf, was den Olivier aus Seite weisen wird. Das ist so besser. Ja, dann noch merci Benoit und merci an all die Leute, die heute kommen sind. Ich werde heute über den Thema schwätzen, wie der Benoit schon gesagt hat, was schon am Kader von unserer Schlundiefer zum ersten behandelt wurde, und da tue ich dann eine Menge Masterarbeit vertieft. Nämlich habe ich mich da pur mit der bald Geschichte von den deutschen Kriegsgefangenen in Lützeburg befasst. Und bald vergessen, dass du bei gut Stichwort. Es sind auch immer viele Fragen nicht beantwortet, da muss ich ganz klar sagen, das ist ein ganz großes Thema. Und wenn ich hoffe, dass ich am Ende vierter Haut das Thema ein bisschen mehr interessant noch kann machen für das große Publikum. Was werde ich genau vorstellen? Dafür habe ich einfach eine Gliederung erstellt, damit das ein bisschen mehr einfach ist. Ich fange zweimal an mit der Frage, wieso ist das Thema bald vergisst. Das ist interessant, dass dabei auch von vorne mal Informationen zu dem Thema. Und da geht es am Anfang chronologisch los. Das ist erstmal die Frage, wie kommen das Kriegsgefangene auf Lützeburg. Dann, du musst dich auch bewusst sein, wir schwätzen von paar tausend frühen Männer, die dabei eben noch Kriegsgefangene waren, die konnten ja nicht frei rumlaufen. Wir sind als eine Art Organisation geschafft gehen. Wie war das aufgebaut? Dann auch noch etwas Spezielles. Die waren nicht alle am nämlichen Feld angesagt. Es gab eine klare Trennung zwischen denen, die an der Rekonstruktion geschafft haben, und die bei den Bauern geschafft haben. Am Anschluss, wie kommen Gefangene dann bei Bauern und dabei auch an Gemengen, wo dann noch Kriegsgefangene Lager abgebaut wurden. Dabei natürlich ist froh interessant, wo viele Lager mal schwatzen. Dann gucken wir uns die Akteure an, die daran beteiligt waren, an. Wenn ich überraschend, gab es natürlich auch ganz viele Konflikte. Am Anschluss, Zeit von der freien Arbeiter, Kriegsgefangenenzeit, muss auch in 2 Phasen angedeelt gehen. Da das dann die zweite Phase, dann zum Schluss auch eine entsprechende Schlussfolgerung. War mal gesehen, also am Anfang die einzige Platz in Lützeburg, die an diese Zeit erinnert, die Teilen aus einer Gedenktafel zu Mutfort. Wieso? Durch das bekannteste Kriegsgefangenenlager. Es war aber auch so, dass da nicht nur deutsche Kriegsgefangene waren, sondern auch andere gefangene Gruppen. Wieso weiß ich nicht das? Ich wollte immer den Kontrast schaffen zu ja, am Anfang ist ja in Aldorf eine Art Gedenkplatz, sie wird und zwangsrekrutierter
Resistenzleid oder der amerikanische Befreiung. Und da hängt allgemein darüber zu summen, wie die letzte Geschichte um Krieg abgeschafft gouf, nämlich gouf die für allem auch von denen Gruppen eben behandelt. Und die haben en Mythos stilisiert, dass mir Litzebäuer am Zweiten Weltkrieg zu einem Volk zusammengewusst sind, dass wir alle geschlossen gegen das Naziregime gekämpft haben. Mittlerweile wissen wir ja, dass das nicht unbedingt ganz richtig ist. Und das erklärt auch ganz gut, wieso die deutschen Kriegsgefangenen an dieser Erinnerung keinen Platz tun. Weil den Mythos konnte natürlich nicht mit der Sache zusammen machen, dass ausgerechnet deutsche Soldaten mit Goal von Land abzubauen. Und du weinst auf das Thema wahrscheinlich auch bewusst lange Zeit aus der Lützebäuer Geschichte verdrängt. Anders war es an Deutschland logisch, weil die natürlich davon betroffen waren. Da war schon ganz frei ein Interesse an der Geschichte von den deutschen Kriegsgefangenen. Und so war dann auch 1956, wie die deutsche Bundesregierung eine Kommission gegründet hat, wo sie an alle Historiker geschickt haben, für dass sie da über die Geschichte forschen. An dem Raum sind dann auch 22 Bücher entstanden, E-Buch als das von Hermann Jung zur Geschichte von den deutschen Kriegsgefangenen von den Benelux-Ländern. Das aus 1966 rauskommt und ist tatsächlich auch bis heute das einzige Buch, was das Thema wirklich behandelt. Das Buch von Hermann Jung wurde aber 4 Teile. Und zwar, wie ich gesagt habe, war den Hermann Jung selber auch in Lützeburg. Das konnte uns mal Zeitzeuge schwatzen. Allerdings hat er da etwas gemacht, was auch allgemein ein bisschen problematisch ist, wie Lützeburg lang mit Archivmaterial umgegangen ist. Ich zitiere aus seinem Reisebericht, wie er nach Lützeburg gekommen ist. Dabei warf ich die Frage auf, ob eine Übergabe dieser Kriegsgefangenenakten an die wissenschaftliche Kommission möglich sei. Herr Pocquin, der 1946-47 Chef des Service des Prisonniers de Guerre Allemand im Ackerbauministerium war, erklärte das für nicht möglich, sondern sogar von seinem Standpunkt aus erwünscht. Die Akten würden nicht mehr benötigt und nehmen nur Raum weg. Der gleichen Meinung war Herr Mayeros, Bürochef des Ackerbauministeriums. Er hielt es jedoch für notwendig, die Zustimmung des luxemburgischen Außenministeriums einzuholen. Er rief deshalb zugleich dort an und erhielt die Versicherung, man habe dort nichts gegen eine Übergabe der Akten. Das ist auch ein Grund, wieso ganz viel Material gar nicht mehr in Lützeburg ist. In dem Fall aus Dateien am Militärarchiv zu Freiburg. Ist vielleicht auch nicht schlecht trotzdem gewirkt, weil da sind die Sachen immerhin noch erhalten blieben. Aber wahrscheinlich sind aber sonst ganz viele Archivmaterialien an der Zeit schon futtig gemacht gehen, weil sie eben nicht wirklich als wichtig empfunden gesehen, was das Zeilen aus dem Reisebericht durch verdeutlichen. Wenn man sich aber will, damit befassen, gehen es trotzdem noch pro Platz, wo man bis findet. Einerseits natürlich das Archiv National, weil du einfach den Ackerbauministerium, dem sind Roller kleinen Stunde nach, da waren sie Unterlagen innerbrücht, also sie sind Unterlagen innerbrücht. Dann war noch ganz viel finden, das natürlich an den Zeitungen, die kann ich ja auf eLuxemburgensia abrufen. Interessant ist auch das Archiv vom Rote Kreuz, das ist zu Genf von der Schweiz. Das Rote Kreuz war damals in Lützeburg, für auch zu gucken, dass Gefangene gut behandelt gehen. Das heißt, die Sache sind an dem Sinne ein bisschen mehr neutral gehalten, wie vielleicht Lützebäuer Quellen. Dann Sachen von der Police bzw. echt von der Gendarmerie, weil die waren für die Überwachung zuständig, davon aus noch in Teile erhalten. Und dann ganz zum Schluss Gemengenarchiver. Ich war ehrlich, ich war nicht an allgemeinen Archiv gegangen. Die meisten haben zwar nicht. Erst nach Weißwampisch hat noch relativ viel. Du wenn's hatte Stimuls für allem mit dem Material geschafft. Aber wie gesagt, ich fand dann allgemeinen Archiv und ich denke, du kannst noch am meisten zu dem Thema finden. Kommen wir vielleicht mal dazu, wieso kommen die Kriegsgefangenen auf Lützeburg? Das nicht unbedingt damit zu summen, dass Lützeburg zerstört war, aber das echt mit einem anderen Problem zu summen. Und zwar waren ja während dem Krieg ganz viele junge Lützebäuer zwangsrekrutiert gehen, davon sind natürlich einen großen Teil gestorben. Und auch für die Krieg war, die waren nicht unbedingt in Lützeburg, die waren in der Kriegsgefangenschaft. Und auch so waren ganz viele Lützebäuer an KZs, Gefängnissen oder durch Zwangsarbeit nicht daheim. Und auch in Lützeburg selber waren ganz viele Menschen auf der Flucht.
Und das ist eben das Problem gewesen, es war ein akuten Arbeitskräftemangel, nicht mehr für ein Zoll zu nennen an der Landwirtschaft. Da waren für den Krieg 2500 Landarbeiter beschäftigt. Kurz nach dem Krieg waren das nicht mehr noch 150 Stück. Und das war allgemein ein Problem am ganzen Europa. Es gab auch eine ziemlich Nahrungsmittelknappheit, viel misstrationiert gehen. Also es haben einfach Leute gefehlt, die schaffen konnten. Du kommst Lützeburg etwas zu gut, weil doch anderen Ländern zu gut kommen. Und zwar, der Lehrer hat ja Millionen Kriegsgefangene gemacht. Die müssen aber irgendwie versuchen. Und das hat natürlich viele Probleme gemacht. Und da hat eine Lesung gefunden, es hat den Kriegsgefangenen der Länder als Arbeiter zur Verfügung gestellt. Das heißt, es kann einerseits logistisch Probleme lösen und die Länder kriegen eben ihr Leute für mit denen können zu schaffen. Für Land wie Frankreich waren das natürlich ein paar 100.000 Stück. In Lützeburg, wenn ihr ein bisschen recherchiert, an Internetforen oder an den wenigen Büchern, die darüber sagen, da taucht immer die Zahl von 5.000 Kriegsgefangenen auf. Es waren tatsächlich ein paar Männer. Es gibt eine Quelle, die schwätzt von 4.393. Da kann davon ausgehen, dass es maximal 4.500 Kriegsgefangene waren, die auf Lützeburg gekommen sind. Die kommen aus französischen Kriegsgefangenenlager, die von den Amerikanern verwaltet sind. Am August 1945 kommen die ersten und dann bis Februar 1946. Das heißt, die kommen alle paar Monate an paar Konvois eben an. Das heißt, bis Februar 1946 waren dann 4.500 Kriegsgefangene am Land. An der Stelle muss ich auch bewusst sein, wo wir Zahlen mal schwätzen. Damals hat Lützeburg knapp 300.000 Einwohner. Das heißt, die Zahl hat bald 2% von der Bevölkerung zu dem Zeitpunkt ausgemacht. Und wenn wir los noch um dem Teil gucken, die überhaupt geschafft haben, natürlich Lokanda oder alle Leute aufgerechnet, da war das tatsächlich ein extrem hoher Anteil von Kriegsgefangenen, die damals alle zu Lützeburg geschafft haben. Ja, und das sorgt natürlich für die nächste Frage, wie organisiert denn das? Wir mussten uns auch heute bewusst machen, es waren 3 Monate nach dem Krieg. Lützeburg hat gar keine Erfahrung auf dem Gebiet und muss an dem Sinn improvisieren. Und schon, du werden auch probiert, ein bisschen durchzustellen, wie die Kriegsgefängnis-System in Lützeburg aufgebaut war. Was direkt auffällt, können die sich vorstellen, es gibt einen Hauptakteur, den alles verwaltet. Das war tatsächlich in Lützeburg nicht der Fall. Es gab 3 Hauptsäulen. Einmal den Ackerbauminister, der war zuständig für die Landwirtschaft. Der Generalkommissariat für den Wiederaufbau war zuständig für die Rekonstruktion. Und dann eben die Force-Armee, die für die Verwahrung zuständig war. Und drinnen sind noch ganz viele andere Akteure, zu denen komme ich gleich. Das weist aber auch, wie provisorisch das war, tun in dem Sinne einfach alle Akteure mit abbezogen, denen irgendeine Aufgabe konnte überholen. Muss ich aber fairerweise auch so, in Lützeburg als so ein System viel mehr einfach wie in einem Land wie Frankreich. Ganz einfach, weil wir ein kleines Land sind. Also wir haben Männer Personal, die man muss kommunizieren. So wie heute haben sich früher natürlich auch ganz viele Leute persönlich kennt. An der Stadt, Ministerien müssen die Leute nicht weit laufen. Vielleicht für andere Länder, wo das ein bisschen unterschiedlich war. Da werden sie alle schon davon einfach profitieren. Ich komme gleich zurück zur Grafik. Das ist wichtig zu erklären, den Unterschied zwischen der Rekonstruktion und der Landwirtschaft. Es war nämlich so, dass ungefähr 1/3 an der Rekonstruktion angesagt gehen als von den Kriegsgefangenen und 2/3 an der Landwirtschaft. Rekonstruktion ist leider nicht viel Material oder schon nicht viel Material vorhanden. Das wäre also so ein Thema, weil normalerweise schon Kind angucken. Wir müssen uns dabei auch für 4 stellen und die seid heute ganz gut. Die 2 Gruppen, also entweder in der Rekonstruktion oder in der Landwirtschaft, die dürfen noch von komplett verschiedenen Akteuren verwaltet. Das heißt, es kann sein, dass Anhängergemeinden Kriegsgefangene geschafft haben, 2 Gruppen, die aber von gar nicht mit nichts zu tun hatten. Die Rekonstruktion, die geht ja vom Lützeburger Staat mit verwaltet, so wenn es dann das Generalkommissariat für den Wiederaufbau gegründet, für das vereinfachen. Und du wennst schwarze der Rekonstruktion immer mehr von staatlichen
Akteuren, du wennst nennen die kriegsgefangene Lager noch staatliche Lager, die an der Landwirtschaft, die echt op der Gemengenheich geschafft, du wennst nennen die echter Kommunalakteuren. Auch Reifall doppelt gouf tatsächlich auch zwei verschiedene kriegsgefangene Lagern Typen. Zweitens dann zur Rekonstruktion, wie das am Anfang funktioniert. Wir müssen es so vorstellen, und gouf die Rekonstruktion wird systematisch geschafft. Das heißt, da ist so viel gegangen, wenn in einem Dorf fertig war, dann sind an der nächsten Dorf weitergegangen. Das war auch der Grund, wieso verschiedene Dörfer ein paar Jahre müssten warten, bis was bei ihnen geschieht ist. Da sich natürlich dann nicht so gelohnt hat, immer in neue kriegsgefangene Lager aufzubauen, gab es auch nimmer 5 der staatlichen Lagerin. Das waren dann noch die größte kriegsgefangene Lagerin. Gouf een zu Mutfort, dat kommt bis zu 600 Gefangene opholen, Straßig 500, Volz 200, dann Ettelbreck sogar bis zu 1000. An ze Uwermarteling war auch noch Kriegsgefangene Lager, da haben die Kriegsgefangenen aber direkt an der Mine geschafft, für Schiefer aufzubauen. An diesen Lagerin, da war die Lützebäuer mehr für die Überwachung zuständig und da war immer ein sogenannten Chef Civil vom Generalkommissariat. Das heißt, den an dem sind den Arbeitsersatz geplant, wo die da müsste schaffen gehen. Und der Mai war dann für die Verwahrung und Disziplin zuständig. Und ganz wichtig ist, die konnten sich nicht gegenseitig wie raufhuschen. Es gab an dem Sinne auch eine Doppelkontrolle, dass es eben eine gewisse Stabilität gab, dass sich ein Akteur natürlich nicht daneben gebaut hat. Den Tagesablauf war das so, dass die draußen auf den Lagerern gab es sogenannte Sammelpunkte. Da sind die Kriegsgefangenen Hebräisch gehen und dann haben Patronen sie dahin aufgeholt, sind mit ihnen auf Baustelle gefahren und haben sie oben auf die Punkte zurückgebracht und dann sind sie von da aus an die Lager zurückgekommen. Die Patronen, da müssen sie einfach alle Akteure vorstellen, in irgendetwas mit der Rekonstruktionsidee hat. Das heißt, es kann sein, dass die Kriegsgefangenen Straßen gepflegt haben, Häuser abgebaut haben oder einfach Dreck fortgebracht haben. Ich weiß nur noch eine Karte von den kriegsgefangenen Lager. Es gibt aber noch staatliche Lager, was ich genannt habe, Mutfort, das hat noch eine gewisse Sonderrolle. Und zwar hat das als Hauptlager von dem ganzen Kriegsgefangenen-System fungiert. Und zwar, wir wissen relativ viel von Mutfort, weil das Rote Kreuz, wie ich vorhin gesagt habe, damals eigentlich auf Lützeburg gekommen ist, die auch noch die kriegsgefangenen Lager besichtigt. Mutfort war ein Hauptlager, das hat 8 Baracken, Gefangenen hat sogar am Lager ein Orchester und eine Theatergruppe. Das Lager Mutfort war da, wenn sie ein Hauptlager, weil, wie die Kriegsgefangenen auf Lützeburg gekommen sind, sind sie erst mal alle gut dahin gekommen. Und dann eben auf ihr jeweiliges Plätzen gescheckt gehen. Das heißt, es kann doch Sinn, wenn die Kriegsgefangenen, so schon mal als Beispiel bei einem Bauern nicht mehr gebraucht gehen ist, dann ist ein Träger Mutfort kommen, und von da aus darum, ob die nächsten Platz gescheckt gehen. Mutfort war aber auch ein Versorgungslager, das heißt, da sind zum Beispiel Ersatzkleider gesammelt gehen, und da waren Gemengen Kleider gebraucht, um 4 Kriegsgefangene zu versorgen, dann sind sie wieder gescheckt gehen. Es war, wie gesagt, eine Krankenstation, und zwar war vorgesehen, wenn die Kriegsgefangene krank gehen, sollten nicht in eine Klinik gehen, aber kommen auf Mutfort, für sich zu erholen. Und war das auch zum Mutfort gab, da gab es doch Arrestzellen. Könnt ihr mal sehen, dass die Kriegsgefangenen sich dann aufgebaut hat, denen das dann da bis zu 3 Wochen angespart gehen. Und dann, wenn es besser gegangen ist, konnte er arbeiten gehen. Fokussieren wir uns aber auf den Hauptteil von der Präsentation und auch da, wo die meisten Kriegsgefangene waren, nämlich an der Landwirtschaft. An die ganze Geschichte hat Heimat angefangen, und zwar mit einem Zeitungsartikel. An dem stand dran: Kriegsgefangene als Landarbeiter. Die Gemeindeverwaltungen müssen für die Errichtung von Sammellagern Sorge tragen. Die Gefangenen stehen unter der ständigen Kontrolle der bewaffneten Macht. Tagsüber werden sie auf die landwirtschaftlichen Betriebe verteilt, wo sie auch beköstigt werden. Die Gemeindeverwaltungen wollen sofort dem Ackerbaudepartement mitteilen, ob und in welcher Anzahl sie Kriegsgefangene benötigen und in einem Sammellager unterbringen können. An der Message kann man schon ganz viel rauslesen, nämlich dass Gemeinden an dem Sinn sich selber müssten die Verwaltung von den Kriegsgefangenen kümmern. Das heißt,
nachdem sie das gelesen haben, müssen sie auch erstmal bei den Bauern nachfragen, wen Kriegsgefangene gebraucht wird. Das war im Juli 1945 an der Podage sind da schon ganz viele Nachrichten beim Ackerbauministerium gekommen, beispielsweise Hallo Gemeinde Duhlem, wo dann einfach dran steht, ja, wir können Kriegsgefangenenlager abbauen und wir brauchen so viele Kriegsgefangenen für so viele Bauern. Es war nicht so einfach herauszufinden, weil ich hatte gesagt, viele Gemeinden haben einfach kein Material mehr. Es gab aber ein Umweg. Und zwar hat alle Kriegsgefangenen eine Zigarettenration zu gut. Davon gehen nicht Listen. Das heißt, das Ackerbauministerium hat Listen gefordert, wie viel Zigaretten pro Gefangene braucht. Und anhand denen Donne konnten dann herausfinden, von wie viele Gemeinden wir schwatzen, wie viele Kriegsgefangene da waren. Und das Resultat davon, es gibt auch noch eine zweite Seite. Mich hat das ziemlich überrascht, ich blende das vielleicht noch ein bisschen an, wo froh sind. Das ist tatsächlich so, dass es sonst 2-3 Gemeinden waren, die keinen Kriegsgefangenen hatten. Da können wir am Anfang schon ganz viel lesen. Und zwar, der Ersatz von den Kriegsgefangenen war ein nationales Phänomen. Da wenn es zu dem Thema ein bewusst vergessen Geschichte, weil es war relativ unwahrscheinlich, dass es Lützburger Gouf den nicht einen Kriegsgefangenen oder seinem Alltag begehen kann. Das heißt, die waren wirklich am Alltag allgegenwärtig. Das wird natürlich auch zu Gemeinden sich unterschieden. Also es gibt Gemeinden, die hatten ein paar Monate Kriegsgefangene, zum Beispiel so 3-4 Stück. Es gibt aber auch Gemeinden, beispielsweise Gemeinde Berdorf, die hat sogar bis zu 70 Kriegsgefangenen. Da muss man sich auch vorstellen, zu der Zeit haben nicht allzu viele Leute an denen Dörfer gewohnt. Und wenn dann du 70 so Ex-Salute waren, das war wohl schon eine sonderbare Sache. Interessant ist die Heuens wohl auch, das heißt, von wie vielen Gefangenen mal schwatzen, die erst geklommen, luch eben Doma dazu summen, dass Gefangene ja echt am August kommen sind, an der Schritt für Schritt bis Februar, die sind dann mal mehr beikommen. Die andere Sache aber ist auch gesagt, du geht das weiter, das heißt, sie noch Gefangene aus der Rekonstruktion rüber bei der Landwirtschaft gewesen. Und ich weiß nicht, ob es anderes. Und zwar war dann so, dass alle Bauernbetriebe Kriegsgefangene hatten. Also es war ganz, ganz ungewöhnlich, wenn ihr nicht auf einem Bauernhof ihr Kriegsgefangenen als Arbeiter gefunden hat. Ich blende das so nur, wie gesagt, eigentlich an. Die zweite Sache, die an der Mitteilung gestimmt war, Kriegsgefangene-Lager abzubauen an den Gemeinden. Und dafür hat das Ackerbauministerium auch bestimmte Vorschriften, wie die sollten aussehen. Allseitig abgeschlossen mit Beleuchtung, Bettstellen, Decken, nebst Strohsack, Tisch, Sitz- und Wachgelegenheit, Beheizung während der kalten Jahreszeit, Abbord bzw. Abbordtonne für nächtlichen Gebrauch, Feuerlöschgerät sowie Reinigungsmaterial versehen werden. Die müssen natürlich auch ein bisschen geschützt sein, weil sie nicht fortlaufen. Du wähnst, zum Beispiel Vergitterung der Fenster und Luken, Verriegelung der Türen und Immobilisierung aller Ausgang- oder Aussteigsmöglichkeiten mit Ausnahme der einzig zulässigen Ein- und Ausgangstüre. Der letzte Satz von dem Dokument fasst dann noch ganz gut zusammen, wie die Lager sollte funktionieren. Aus diesem Lager werden die Gefangenen dann am Morgen zu ihrer Arbeitsstätte abgeholt oder gebracht und des Abends dorthin zurückgeleitet. Du hast natürlich auch interessant froh, von wie viele Lager mal schwatzen. Schon sie alle eben abgelöscht. Wichtig dabei ist, heißt schwatzen nicht nur von der Mindestzahl. Es gibt Lager, die angekündigt wurden zu bauen. Ich konnte aber nicht herausfinden, ob das wirklich gemacht wurde. Und es finden auch noch verschiedene andere Bücher oder sonst Zeitungsartikel Lager nehmen, wo ihnen aber auch nicht und eine Quelle weiß, ob die existiert tun. Du weißt, ob der Karte sind nimmen die sicher existiert tun. Und das ist das Resultat davon. Also auch das hat mich auf den nächsten Moment überrascht, weil also es war schon spektakulär ist, dass es so viele Kriegsgefangener-Lager hier in Lützeburg gab. Wie gesagt, das Mindestzahl, ich gehe davon aus, dass es viel mehr waren, mindestens 100 von nicht sogar mehr. Es fallen ein paar Sachen ab. Es gab einerseits Gemeinden, die hatten 2 Kriegsgefangenenlager.
das kontrollieren, wann nicht mit der Platz durchgegangen ist. In Rosbad war das beispielsweise der Fall. Da wurde dann ein Zweit abgebaut. Es gibt aber noch etwas anderes. Das ist aber echt eine Theorie. Und zwar, wir befinden uns ja in einer Zeit, wo ganz viele Dörfer einfach zerstört waren. Es hat ja keinen Sinn, dass sie einfach gut keine Kapazität hatten, für Kriegsgefangenen Lehrer unterzubringen. Und du wenn's besteht die Möglichkeit, dass sie dann an anderen Gemeinden ihre Kriegsgefangene Lehrer abgebaut haben. Das erklärt auch, wieso verschiedene Gemeinden vielleicht 3 Lehrerinnen hatten, obwohl du nur 30 Kriegsgefangene waren und dort logisch gemeint kennt, dass sie dazu so ein Mod benutzt haben. Schon noch gar nicht davon geschwärzt, wie die Kriegsgefangene Lehrerinnen ausgesehen haben. Da existieren leider kein Foto oder kein Foto, die ich kenne. Wir dürfen uns das nicht wie in den Filmen vorstellen, also mit Stacheldrohten drin. Das wäre auch gar nicht möglich gewesen, wie gesagt, Gemeinden müssen in dem Sinn das benutzen, was da war. Auf verschiedene Gemeinden war das in alle Schulsaal, in Gebäude, was nicht mehr benutzt wurde. Manchmal war das sogar nicht mehr ein Raum, den als kriegsgefangene Lehrer gedenkt wird. Wie gesagt, wir schwatzen auch jeweils für ganz verschiedene Dimensionen. Waren 50 Kriegsgefangene, brauchen natürlich mehr Platz, waren dann nicht mehr 4 Stück, dann ist auch ein Raum durchgegangen. Erst danach ist eine kleine Ausnahme, da das tatsächlich relativ gut dokumentiert. Da finde ich ganz viel an der Gemeinde, wo wirklich gut abgelöscht ging, was da alles drauf war. Das war an der ehemaligen Zigarettenfabrik. Zuerst danach war das Innerbrucht. Und eben links im Dokument kann ich noch dann alles nachlesen, wie das kriegsgefangene Lager eben ausgerüstet war. Meriet, da das lo zum Beispiel so etwas, du wissen auch noch relativ viel, da das ein Rapport von der Gendarmerie, wo dann eben dran steht, wie viele Gefangene an dem Lager waren, auf wie viele Leute abgepasst wurden. Da das aber tatsächlich schon die Ausnahme, also von 3/4 von den kriegsgefangenen Lager, wir sind tatsächlich auch Systemen und wir sind mal gar nicht, wie die ausgesehen haben oder wo die innerbrücht waren. Du wennst kriegsgefangene Lager, also wohl auch noch so ein Thema, da müssen wir mal ein bisschen wie genau gucken, weil das, wie gesagt, aber ein nationales Phänomen war und allgegenwärtig. Schwarze mal vielleicht ein kurz über die Akteure, die da an dem System geschafft haben. Und wenn wir schon bei der Lehrerin sind, fangen wir bei der Gendarmerie an. Durch den Gendarmerie geholt, die letzte Armee war, wie gesagt, bei der staatlichen Lehrer innerbrucht. Die Gendarmerie hat den Duwens geholt, weil die ja schon im ganzen Land verteilt waren, also Stationen und Bezirke. Duwens hat den einfach die Leute zugegriffen, die dann jeweils da waren. Es gab auch klaren Ersatztags, was die müssten machen. In den Einsatzorten obliegt die Unterkunft und Verpflegung der Wachmannschaft und des Gefangenenkommandos den respektiven Gemeindebehörden. Somit beschränkt die Aufgabe der Gendarmerie sich auf die allgemeine und besondere polizeiliche Bewachung der Gefangenen innerhalb und außerhalb des Lagers, sowie die starke Handleistung bei Durchführung der Lagerordnung durch die gemeindebehördliche Lagerverwaltung. Das ist in dem Sinne so ähnlich wie schon bei der städtischen Lager. Es gibt eine klare Trennung dazwischen, was die Gemeinde hat müsste machen und was die Gendarmerie. Die Gendarmerie muss aufpassen, dass sie nicht fortlaufen und dass sie gut behandelt gehen. Und Gemeinden sollten klarer stellen. Da war allerdings ein Problem, und zwar hat die Gendarmerie auch stark unter dem Krieg gelitten. Vor dem Krieg gab es ungefähr 280 Gendarmen, und nach dem Krieg waren das nicht mehr noch 90. Ich muss ein klein rechnen, 90 Gendarmen, die dabei auch noch eine Aufgabe müssten machen, die dann auf rund 3000 Kriegsgefangene sollten aufpassen. Das wie auch nicht möglich gewesen. Da wurde bei der Gendarmerie sogenannt Hilfsgendarme rekrutiert. Das sind die auf der Foto, die keine Uniform haben. Das waren Leute, vor allem aus der Resistenz, die sozusagen notrechtlich Straßspangen sollen, für die Aufgaben teilweise Mord zu verholen. Trotzdem, mit schwarzen auch von Kriegsgefangenen Lehrer, die 24 Stunden ob 7 müsste besetzt sind, und auch dafür wird das noch lange nicht durchgegangen. Da gouf noch eine dritte Gruppe von Leuten rekrutiert, das waren einfach Guardian, die haben noch einfach Gefangenenwäscht oder Wächter gehischt. Das waren einfach Leute, die sich dafür gemeldet haben. Die hatten keine große Ausbildung, die müssen auch wirklich an denen Lehrerinnen aufpassen. Das heißt, also 2 Beispiele, das konnte man sehen, dass bei einem Lehrer dann ob so viele Gefangene als ihn
Guardian war, wann et mir Groslehrer war heiz anderen Hëlle schon dam dabei, die bisssen net Schaffung geehrt huet. Wie auch heute sei den, das war ziemlich provisorisch, wann den sich wirklich vorstellt, dass dort 20 Ex-Soldaten angesperrt waren und die goufen von einer Person bewacht, die an dem Sinne nie eine militärische Erfahrung gesammelt hat. Wie gesagt, dazu kommen wir eigentlich spät zu den Konfliktfällen, weil kann ich feststellen, dass da nicht unbedingt alles gut funktioniert hat. Zu den nächsten Akteuren und dann bei den Bauern. Bauern, die müssen statt vierstellen und Fong und Kriegsgefangener Troll von einem Knirscht überrollen. Das heißt, für in dem Sinn alles das gemacht, was durch Knirscht gemacht hat, um einen Bauernhof. Bauern, die kriegen ein bisschen Hölle, sie kriegen so Merkblätter, wo alles ein bisschen mehr einfach erklärt ist, wo dran steht, dass sie die Kriegsgefangenen muss gut behandeln, ihm genug zu essen zu gehen und auch in einen Pause zu gehen. Wichtig ist für alle Gemengen, wo die Kriegsgefangenen angefroht. Das heißt, am Anfang, wo die Kriegsgefangenen der Gemeng gehört. Und die Gemeng hat sie dann und Bauern vermittelt. Und übrigens gouf dann Kontrakte unterschrieben zwischen der Gemeng und dem Bauer, wo der festgehalten gouf, hey, du kriegst die Kriegsgefangenen für dann und dann an halte ich eben und entsprechend Regeln. Lo geschieht aber etwas, was dann schon den ersten Bruch an dem Kriegsgefangenen-System ist. Und zwar die kommunal Kriegsgefangenenlager, die tatsächlich größtenteils an den ersten Monaten existiert. An 45 bis Anfang 46 wurden die meisten sogar abgelöst. Anfang hat das aber Minister noch gesagt, die Gemeinden hatten ihre Lager müssten erhalten. Mich spät wurden hin aber freigestellt, dass sie hatten Kriegsgefangene noch direkt beim Bauer unterbringen. Wieso erkläre ich dann ein Kehr? Das ist natürlich eine große Veränderung, weil die Kriegsgefangenen wohnen nicht mehr nur am Lager, mehr 24 Stunden 7 am Bauernhof. Das hängt doch vielleicht ein bisschen damit zusammen, dass der Bauer alltag hat, die Kriegsgefangenen an das Lager müssen sicher gehen. Wir müssen uns vorstellen, zu der Zeit, wenn er nicht gerade beim Lager gewohnt hat, hat er alltag paar Kilometer hin und her, Neues müsste gehen und noch ein Overs. Das war natürlich nicht gerade so angenehm. Das war natürlich praktisch, wenn der Gefangene direkt beim Bauer gewohnt hat, dass er da konnte, auch direkt Neues aufhängen mit schaffen. Den Bauer kriegt natürlich mehr Verantwortung, also hat an dem Sinne mehr Bürokratie überholt. Die Gendarmen, die konnten natürlich nicht mehr viel machen, weil sie konnten nicht auf alle Bauernhof in aufstellen, in den oppasst. Da werden sie den nicht anders gelesen. Und zwar wurde in dem Kriegsgefangenen ein Dokument an den Grab gehen, wo er hat müssen unterschreiben, dass er dem Bauer folgt und verspricht, nicht fortzulaufen. Dass das nicht so gut funktioniert hat, manche erklärt sich vom selber. Aber da kommt schon ein spät bei Konfliktfeldern. Lot froh, was machen am Anfang noch die Gemeinden? Also am Anfang können sie die Lager verwalten, natürlich so, müssten versuchen. Wo die Gefangenen beim Bauer selber wohnt, haben sie natürlich ein bisschen Aufgaben aufgehen. Sie hatten aber dann noch eine ganz andere wichtige Rolle. Und zwar der Bauer kriegt die Kriegsgefangenen nicht gratis, sondern musste für die Kriegsgefangenen bezahlen. Das waren 25 Franken den Tag. Das heißt, der Bauer hat 750 Franken müssten pro Monat für die Kriegsgefangenen bezahlen. Das heißt, wenn er da zwei hat, wäre die Doppelsumme. Wie gouf dat organisiert? Das Dokument Relevé des Salaires, goufen die genannt, die waren an allgemein namlecht. Dat huet so funktioniert, de Bauer ass Ende vum Mond bei d Gemeng kom, huet der Gemeng gesot, de Gefangenen huet 30 Stich schon geschafft. Kon beispielsweise auch sinn, dass den Dach krank war, der Kriegsgefangenen, dann huet fir den Dach Mündnisse bezuelen. Und dat gouf dann alles do festgehalten. Du wennst in die Relevé des Salaires auch ganz interessant für Lokalgeschichte, weil sie halt auf ganz kriegsgefangene Geschichte an einer Gemeng fast, wo drauf steht, wie Bauer, wie Kriegsgefangenen hat. Die Dokumente sind dann an vom Mond an den Ackerbauminister geschickt gehen, den hat sie dann an das Finanzminister weitergelegt. An das Finanzminister hat dann nur Überprüfung von den Zahlen die Summe beim Bauer angezogen. Das klingt ja so schon mal an der Theorie alles relativ gut und vorbei, ja, natürlich kann sich vorstellen, an der Praxis war das nicht so einfach. Und das war schon am Februar 46, also wie gesagt, an den ersten 5 Monaten,
kom ein Dokument vom Ackerbauminister tatsächlich auch in allgemein, wo das Ackerbauminister nicht so froh war mit den Gemengen, wo sie dann auch zum Schluss den Satz gesagt haben, nous attendons donc des communes et des patrons qu'ils feront prouver la bonne marche des affaires. Dans le cas contraire, nous vous verrions forcés de prendre recours à des mesures plus sévères. Da tun dummer dazu summen, dass Gemengen komplett überfordert waren, jeweils, dass Dovalo Truppe zu, dass die Relevé des Salär falsch ausgefüllt waren. Wieso waren Gemengen überfordert? Schmengen, da erklärt sich auch ein bisschen vom Salven. Gemenge krute kein Zusatzpersonal für Kriegsgefangenen zu verwalten. Das heißt, sie müssen das an ihren Alltag integrieren. Aber wohlgemerkt schwätzen wir hier von einem Alltag an der Nachkriegszeit, wo sie natürlich noch viel andere Aufgaben hatten. Das hat dann auch dafür gesorgt, dass das kriegsgefangene Lager von den Gemengen auch jeweils vernachlässigt wurden. Auch da müssen sich vorstellen, Gemengekruten an dem sind einfach gesucht, das war im Juli, sie mussten ein Lager abbauen, an am August sind Gefangene schon gekommen. Und ich hatte schon gesagt, verschiedene Gemengen hatten dummer das Problem, dass sie wohl gar keine richtigen Häuser mehr hatten, wo so Gefangene könnten unterbringen. Und du weißt, an den Lager auch ganz viel Missstand, jeweils. War auch wahrscheinlich der Grund, dass die abgelesen wurden. Ein bisschen krasse Fall war an der Gemeinde Uwe-Wampach. Ein dort eingesetzter Wächter berichtete vom Lager, welches sich im Molkereigebäude, und zwar auf dem Stockwerke, direkt unter dem Schieferdach befand. Das Dach musste zuerst mit altem Blech repariert werden, um das Eindringen von Regen zu verhindern. Die Gefangenen liegen auf einfachem Stroh. Die Wächter sind gezwungen, sich neben die Gefangenen zu legen. Die Gemeindeverwaltung respektive der Bürgermeister kümmert sich um nichts und daher muss unbedingt Remedur geschaffen werden. Das beschreibt auch ganz gut, wie sich das Kriegsgefangenenlager muss vorstellen. Natürlich und Gemeinde noch jeweils eine Matschuld, mehr muss ich schon vorstellen. An den ersten Moment waren sie gezwungen, so Lager abzubauen. Und verschiedene Gemeinden konnten das einfach nicht stemmen. Es gab aber auch allgemein ein großes Kommunikationsproblem zwischen dem Ackerbauministerium und den Gemeinden. Ich hatte ja gesagt, das erste Dokument war das Ackerbauministerium nicht froh darüber, wie die Relevé des Salär ausgefüllt waren. Also die waren oft falsch ausgefüllt. Hier ist aber dann ein bisschen ein ironisches Beispiel mit dem Kommunikationsproblem. Am August 1946, also erst Jahre spät, hat das Ackerbauministerium Dokumente und Gemeinden geschickt, wo sie erklärt haben, wie die Relevé des Salär richtig ausfüllen. Wo sich halt könnte vorstellen, wieso haben sie das nicht am Anfang gemacht. Also du merkst auch, dass das Ackerbauministerium, der war natürlich nicht auf der Platz, dass sie nicht oft eine Ahnung hat, wie der Umfang auf der Platz ausgesehen wird. Das nämlich trifft auf den Bauer zu, weil ich meine, von einer Gemeinde, deren Aufgabe ja Bürokratie zum Teil ist, dass sie das nicht konnten stemmen, da konnte der Bauer das gut nicht machen, weil der Bauer muss den ganzen Tag auf seinem Hof schaffen und war dummer das schon genug ausgelascht. Das heißt, auch bei den Bauern gibt es oft bürokratische Prozesse, die falsch gelaufen sind, wo da gemeckert wird. Bauern konnten einfach von etwas profitieren. Und zwar, einerseits, viele Bauern haben sich privat gekannt, waren man nicht verwandt, die haben sich natürlich auch gegenseitig unterstützt. Bauern hatten aber auch Bauern zentral als Interessenverband von den Bauern, die damals noch mehr wie heute auch schon ein Faktor in der Lützebauer Politik waren. Die haben sich natürlich für die Bauern angesagt, auf verschiedene Formen, entweder beim Ministerium direkt oder hier, so gut Beispiel. Sie haben an der Zeitung kleine Artikel gepostet, kleine Artikel, das Haut, kleine Artikel geschrieben, wo sie den Bauern einfach erklärt haben, wie verschiedene Prozesse funktionieren. Hey, ich klamme eigentlich froh, mein Kriegsgefangener ist 3 Wochen krank, was muss ich machen? Dann wird das erklärt. Was auch heißt, wenn es so etwas gibt, da gibt es anscheinend ganz viele Kommunikationsprobleme zwischen dem Ministerium und der Form vom Staat und den Leuten um Terrain. Am April 1946 ist die Stimmung dann aber gekippt. Und zwar hat sich gesagt, dass das Ministerium 750 Franken im Monat angezahlt hat. Dann haben sie aber beschlossen, diesen Beitrag zu erhöhen, und zwar von 750 Franken auf 1000 Franken.
Wieso das gemacht wird, das können auch an einer Schlussfolgerung. Wir wollen vor allem die Schwarzen von Zuhlen, da das schon eine relativ hohe Erhechung. Wie gesagt, wir befinden uns in der Nachkriegszeit. Viele Bauern hatten auch Existenzprobleme. Und da gibt es einen Beitrag von 100 Uhr 25% erhecht. Da tun Bauern nicht mitgedrohen und dann für noch nicht Bauern zentral. Da kommt auch ein Protest, weil zum Beispiel die Bauernzentral die Gemengen geschrieben haben, wir wollen informieren, Bauern bezahlen nicht die 1000 Franken, da wisst ihr Bescheid. Und das gibt sich wirklich gestritten, da gibt es noch wirklich jeweils ziemlich heftige Artikel in der Zeitung, wo da wirklich gesagt wird, dass das Ministerium sich gegen die Landwirtschaft verschworen hat. Also das war wirklich eine ganz schlimme Stimmung. Ja, und das Ministerium konnte da natürlich nicht viel machen, weil irgendwie heute ja müssen zu weiter rankriegen. Nur wenn es dann 2 Monate drauf geeinigt, dass Bauer nicht 750 Franken mehr muss bezahlen, wir nehmen nach 800. Also ursprünglich sollten 1000 sein, dann wird es drauf geeinigt, dass es auf 800 Franken erhöht wird. Das weist auch, dass die Lokalakteure durchaus etwas Kontingente machen, gegen den Staat, das Ministerium, wenn sie mal etwas aufverstanden waren. Hier muss man aber auch so, das war aber auch losust möglich mit der Bauernzentral, sonst konnten sie tatsächlich nicht viel machen. Weil, was gemeckert wurde, das Ministerium hat immer noch die Möglichkeit zu sagen, wir zählen die Kriegsgefangenen von ihr auf, wenn die das nicht passt, wird auch effektiv gemacht auf. Ein anderes Problem, das nicht gibt, und das hängt natürlich mit der Innerbesetzung von der Gendarmerie zusammen, als sie ganz viele Kriegsgefangene fortgelaufen. An der Lützeburg war die Zahl tatsächlich extrem hoch vis-à-vis von anderen Ländern. Da tun einerseits dazu zusammen mit dem wenigen Personal, wie gesagt, da ist ein Foto von einer Gendarmeriestation, und die ist ja direkt für pro Gemengen zuständig gewesen. Das heißt, solo mal als Beispiel, die 6 Leute waren vielleicht für rund 200 Kriegsgefangene zuständig. Die Kriegsgefangenen konnten davon profitieren. Wir sind direkt unter deutscher Grenze. Du kannst relativ leicht über die Flüsse rüber. Und sobald dann über die Grenze war, dann konnte ich nicht mehr machen. Also die Fluchten, das waren knapp 1/5 von allen Kriegsgefangenen, die probiert haben, fortzulaufen. Und das ist sogar 900 Stück gelungen. Also das war wirklich ein ganz großer Teil, den fortgelaufen ist. Den ist dann meistens an dem Sinn Oves fortgegangen vom Hof. Der Bauer hat noch geschlafen, aber an dem Morgens weggegangen ist und das bemerkt hat, da waren so viele Stunden bis er bei der Gendarmerie gekommen ist und da den Fall gemeldet hat, war der Kriegsgefangene schon lange fortgelaufen. Das hat aber viel für uns als das. All die Fälle wurden dokumentiert von der Gendarmerie und sind auch noch im Archiv. Und da stehen natürlich die auch verreckteste Geschichten dran. Das ist tatsächlich auch ein ganz wichtiger Quell, weil ich schon noch gar nicht über Kriegsgefangene selber geschwatzt. Das ist leider so, dass das Kriegsgefangene nicht wirklich viele Sachen losholen. Da profitieren wir leider, da können wir nicht davon profitieren, wie ein Land wie Frankreich beispielsweise, wo pro 100.000 Gefangene waren. Natürlich gehen es um mehr Briefe von anderen Sachen. An der Lützeburg waren halt eben knapp 4.500. Du weinst, es gibt bestimmt noch nicht viel Briefe mehr, das sind die für den Privatbesitz, ob irgendwann schon speichern. Die Gendarmerieberichte, die erzählen wenigstens ein bisschen etwas von der Stimmung im Hof, weil oft wird natürlich der Bauer erzählt, und ist fortgelaufen, hat man mal gesagt, nur Themenweh, und da kann ich noch ein bisschen rauslesen, wie die Stimmung war. Also ich finde auch ein paar Negativfall, weil die Berichte wurden auch ungefertigt von den Kriegsgefangenen sich tatsächlich beschwert hat, das war auch gegangen. Von den zum Beispiel auch im Angefangenen gegangen ist, heute erzählt, ja, sie fortgelaufen, die Bauern schlecht behandelt. Es gehen aber auch ganz viele Positivfälle. Es gehen auch Fälle, wo der Bauer indirekt versuchen, den dem Kriegsgefangenen erlaubt, fortzulaufen, weil er Mitglied mit dem hat. Da gehen da wirklich positiv wie Negativfall. Ich denke, es sind aber eher Positivfall wie Negativfall, was auch weist, dass Bauern an der Regel froh darüber waren, dass die Kriegsgefangenen in Lützeburg waren. Ich hatte gerade gesagt, das ist ein größtes Problem, dass sie immer mehr fortgelaufen sind. Da waren natürlich immer mehr Leute am Land für zu schaffen. Es gibt dann aber noch ein weiteres Problem. Und zwar unter Amerikaner, und das ist ganz wichtig, Lützeburg hat an dem Sinne die Kriegsgefangenen nicht selber, mehr Rekruten die von den Amerikanern ausgelehnt für eine bestimmte Zeit.
Und die Amerikaner haben am Hirsch 46 entschieden, dass Christgefangene an 47 sollen entlassen. Das war natürlich ein großes Problem für Lützeburg, weil dann von heute auf morgen die groß unzahlen Arbeiter fortfahren. Du wennst heute sich mit den Amerikanern darauf geeinigt, dass Kriegsgefangene, wenn sie wollten, freiwillig könnten sie wie lange am Land bleiben. Du hast sich dann noch schon viel berät, du hast schon an 46 zu früh bei zwischen den Kriegsgefangenen verdient, haben sie eben gefragt, will er wie lange am Land bleiben, das sind Konditionen. Und da konnte ich schon Informationen sammeln. Am März 47 war dann noch so weit, dass die ersten Kriegsgefangenen, die nicht mehr lange wollten am Land bleiben, die sind dann hinbrüsch gehen um Deutschland, obwohl du aus dann verdelt gehen. Und das hat bis September 47 gedauert. Das heißt, am September 47 waren immer noch die Kriegsgefangenen hier am Land, die freiwillig bleiben wollten. Das waren rund 1000 Stück. Das waren größtenteils Kriegsgefangene, die entweder aus dem Osten kommen, was dann zu dem Zeitpunkt russisch besetzt war. Die wollten nicht am sowjetischen Gebiet wohnen, da wären sie da lieber Lützeburg bleiben, beziehungsweise das waren noch Kriegsgefangene, die nicht von ihrer Familie mehr hören haben, wo sie davon ausgehen gesehen, schon kein Medien Leben ist, da kann ich auch direkt hier bleiben und arbeiten. Da wären die Kriegsgefangene, die da bleiben sind, die wurden dann auch freie Arbeiter genannt. Das waren an dem Sinn kein richtig Kriegsgefangener mehr, das war so eine Art halber Status. Das heißt, die Menge waren zwar immer noch für sie verantwortlich, es wurden neue Kontrakte unterschrieben zwischen dem Bauer, den Gemengen und dem Kriegsgefangenen. Die Kriegsgefangenen kriegen dann noch so ausbezahlt, weil sie so freiwillig blieben. Da waren sie nur noch so gekriegt. Als Kriegsgefangene damals kriegen sie keine Suchen, das ist ganz, ganz wenig. Das ist wirklich das Durchgänge für ein Pack Zigaretten zu kaufen im Monat. Heute sind sie also wirklich bezahlt gegen Wegknechten. Am Anfang war das noch ein bisschen mehr streng, das heißt, sie wurden noch überwacht, aber das ist immer ein bisschen mehr aufgegangen. Wie lange sie blieben sind, desto mehr hat ihnen vertraut. 1941 war es sogar schon so weit, dass die Kriegsgefangenen konnten heimgehen und verkanzen, und da sind sie nur 3 Wochen zurück auf Lützeburg gekommen, um schaffen zu kommen. 1941, da waren aber schon die meisten von denen freiwillig schon zurück in Deutschland, die konnten den Kontrakt unterschreiben, für 6 Monate, und den ist der verlängert gehen, wo sie eben wie lange wollten bleiben. Am 1. Januar 1949 hat dann Lützeburg entschieden, dass den provisorischen Kriegsgefangenenstatus komplett fallen gelassen wird. Und da wären die rechtlich Gefangenen, die noch im Land waren, die sind dann als normal Arbeiter behandelt gehen. Das waren noch knapp 200 Kriegsgefangene, die zu dem Zeitpunkt, die da in Lützeburg waren. Das heißt, die waren ab dem Zeitpunkt normal Arbeiter, normal Anwohner. Auch verschiedene von denen sind natürlich auch für immer in Lützeburg geblieben. Was lernen wir am Anfang aus der Geschichte? Ganz viel, weil da lernt uns einen ganz tiefen Blick an die Lokalgeschichte an der Zeit. Wir mussten uns ja vorstellen, wir schwätzen an einer Zeit, wo es nicht üblich war, dass Friemer an den kleinen Dorf kommen. Und zu dem Zeitpunkt waren da Dutzende Friemer, die dabei auch noch als ehemals Gegner behandelt wurden. Deswegen ist das ganz interessant, auch wie in Dorf darauf reagiert wird, so Leute an den Alltag irgendwie zu integrieren. Froh ist natürlich auch ein bisschen, was wird dem System am Anfang Lützeburg gebraucht. Da gehen es paar Zahlen, und zwar hat das ganze System der Lützeburger Stadt 10 Millionen Franken gekostet. Also für Bürokratie, für die staatliche Lehrer, für die Gendarmerie zu bezahlen. Das hat dem Lützeburger Stadt 10 Millionen Franken gekostet. Das ist aber auch interessant noch zu wissen, was hat der Lützeburger Stadt darauf verdient. Und da wären die Frage da ganz interessant, war das am Anfang nötig, dass dieser Betrag von 750 Franken auf 1000 Franken an Blut gegangen ist? Weil der Lützeburger Staat hat am Kriegsgefangenen-System 29 Millionen Franken angeholt. Das heißt, der Staat hat an dem System auch verdient. Keine so eine Win-Win-Situation. Der Staat hat man eine Suche verdient und die Bauern kriegen ihre Arbeitskräfte. Wenn man sich aber die Situation lokal anguckt, die Gemeinden waren überfordert, Bauern waren überfordert, Bauern müssen mehr Existenz kämpfen, die Gemeinden kriegen nicht wirklich geholfen. Da müssen an der Stelle der Lützeburger Staat auf jeden Fall vorstellen,
ob an der Sache richtig engagiert wird. Bleiben aber natürlich noch ganz viel befroren zu dem Thema, was war allgemein den Undeel von den Kriegsgefangenen an der gesamten Lützebauer Wirtschaft, wie war die Beziehung zwischen normalen Leuten an die Kriegsgefangenen, beispielsweise Ginoballefall, an diesen, dass auch Beziehungen zwischen Frauen und Kriegsgefangenen auch an der Zeit, wo sie noch Kriegsgefangene waren, da war das natürlich verboten. Mit Globalfall die Beziehungen, da wäre interessant, froh, von wie viele Personen mal schwätzen. Natürlich auch, was tun Kriegsgefangene von Lützburg durch. Wie gesagt, da haben wir leider nicht viel Quellen. Und natürlich auch das Thema Kriegsgefangene Lehrer, was meiner Meinung nach auch noch viel besser abgeschafft gehen. Du willst hoffen, dass ich Leute dafür begeistern, sich ein bisschen mehr für das Thema interessieren und auch, dass das Thema allgemein mehr an den Fokus von der Wissenschaft trägt. So, merci für die Nullausstand und ich freue mich auf Freuen. Mhm.